Haut Fest vun der Hellier Famill begreessen Jeech aus der Kirch vu Birgerich, wieiwer do Funheit sondes Mass. Et sangen Choralreunie Birgerich Rippweiler Schwecherdaul. Dirigent ass den Henri Bissen, Organist de Paul Vio. No senger Urgel Improvisaioun sangemer Dir Kanner o Komtdach vum Schulz. Kyrie aus der Weihnachtsmesse vu Krippeser Müller, an der grosser Hellier Nucht vum Mathieu Lamberti, Alleluia, den Erleser ass geboren vum Jean-Pierre Schmidt, zu Helliger Famill vum Jean Thill, aus dem Himmelssaal vum Goldschmidt, C'est Noël tous les jours vun Verkreuz an Belliard, an als Schlusslied O du Fröhliche. Duegel spielt als Sorti Marche solennelle vum Mendelssohn. Am Numm vom Pap a vom Sohn a vom Heilige Geest. Amen. Den Herr sief mat dich all. Leif Leid heit zu Birgerich an der Kirch, a leif all gut, die da iwwer Medien mat deis verbunden sit. De Frieden, der vu Bethlehem ausgeht, gëtt symboliséiert durch Friedenslicht, dat Scouten ha 4 Tor opgestalt hun. Die Flamme gouf zu Bethlehem ugefang an überall an Feld bruecht. Gi mir lo ruhig am Herz für de Friede vor Christus an Eis opzuhullen.
Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, als all als Schuld nolosen, als ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, in der heiligen Familie hast du uns ein leuchtendes Vorbild geschenkt. Gib unseren Familien die Gnade, dass auch sie in Frömmigkeit und Eintracht leben und einander in der Liebe verbunden bleiben. Führe uns alle zur ewigen Gemeinschaft in deinem Vaterhaus. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesús Sirach. Der Herr hat den Kindern befohlen, ihren Vater zu ehren und die Söhne verpflichtet, das Recht ihrer Mutter zu achten. Wer den Vater ehrt, erlangt Verzeihung der Sünden, und wer seine Mutter achtet, gleicht einem Menschen, der Schätze sammelt. Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den eigenen Kindern, und wenn er betet, wird er Erhörung finden. Wer den Vater achtet, wird lange leben, und wer seiner Mutter Ehre erweist, der erweist sie dem Herrn. Mein Sohn, wenn dein Vater alt ist, nimm die Seine an und betrübe ihn nicht, solange er lebt. Wenn sein Verstand abnimmt, sieh es ihm nach und beschäm ihn nicht in deiner Vollkraft. Denn die Liebe zum Vater wird nicht vergessen, sie wird als Sühne für deine Sünden eingetragen. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selber aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, an den 1970er Jahren war sie tot gesot gin. An den 80er Jahren huet sie eng neue Wertschätzung an der Gesellschaft erlieft. Die traditionelle Familie bleibt doch haut ein bedeutendes Lebensmodell, allerdings nicht mehr den einzigen, mehr eng von den vielfältigen familialen Lebensgemeinschaften. Kein kann sich von vier ran sing Familie heraussichern, aber bleibt mit ihr ein Leben lang verbunden. Sie wirkt sich auf all menschlich Leben aus, als Heimicht mit Geborgenheit oder aber auch als Prison, den anengt und erdrückt. Mit trotz Mutationen an den letzten Jahrzehnten ist der Wert von der Familie für die Menschen unverändert hoch. Für 100 Jahre hat der Papst Benedikt XV. Das Fest von der Heiligen Familie angefordert, als Noklang auf Christtag und innerhalb von der Weihnachtsoktav. A schwerer Zeit sollte das Vorbild von der Heiligen Familie zu Nazareth die Gläubig stärken und ermutigen. Es sollte den Katholiken gegen den gesellschaftlichen Verfall von Mariage und Familie Orientierung geben. Die Frage ist, was wollt, aber was sollt tellig Familie? All Mensch braucht eine Heimicht, Zugehörigkeit, Verlässlichkeit, menschlich Wärme, als Solidarität, so wie sie nimmen mat a viereinander von enger Familie gehen kann. Gerade a Corona-Zeiten wissen wir das zu schätzen. Mit Familie hat sich gewandelt.
Als Schul vun Humanität as se vielgestaltig ginn. Ob se lo nach dem klassische Schema entspricht oder eng Steif, Adoptiv- a Pflegefamilie, Patchwork-Familie oder Rebo-Familie durchstellt. Der soziale Kader von enger Familie bleibt wichtig, wie dat jedereen sich an hier entwickeln erwusse kann. Proximität an Intimität erfiert, Werter vermittelt krit. Kant vu singen Älteren, an Ältere vu singe Kanner, bleibt den lebenslänglich. Fest vun der Heiliger Familie gucken wir op Kripp. Da sehen wir Maria, de Josef an Jesus kannt. Aber wenn die Kirche dieser Familien egent fest widmet, da leiht der Gedanke no, dass das, was wir bei der Krippsche gesehen, die Ideal von der Kirche ist. Als die Familie bei der Krippe, also die hele Familie, froh mehr eis. Auf den nächsten Blick geseit es vielleicht wie ein Idyll aus. Mit tellig Familie war alles nicht wie eine integer Familie. Ganz nicht der betrucht, weil sie für manch frommer die Zeit, a vielleicht doch haut, sogar eng echter unhellig Familie. Du hast Maria, die ihn als unehelich schwanger Frau aus dem Dorf gepriegelt hat nicht der Josef, ihre Freund, sich ihrer ugeholt. Ihn hält sie bei sich, für den guten Ruf an den Schein zu wahren. Denk mal an die vielen jungen Frauen, die haut aus schwierigen Situationen verzweifelt noch aus wie sichern, weil ihnen dem Milieu, wo sie dran sind, kein Verstehst mich entgegenbringt. Da muss Maria an enger Scheier oder enger Hiel het Kant op die Welt setzen, weil es nicht gibt, wo sie provisorisch mit ihrem Lebensgefährten het können in der Dach kommen. Oder weil es zu teuer war, auch das gibt es hier, Konfer Lützeburg. Da lief an tellig Familie nach ihrer überstürzter Flucht aus Palästina jahrelang am ägyptischen Asyl an einem fremden Land. Wie viele Eltern können haut als Flüchtlingen ihre Kanner die Geborgenheit von einem Elternhaus nicht bieten? Später möchte junge Jesus sich auf einer gemeinsamen Wallfahrt selbstständig. Er setzt sich vor seinen Eltern auf. Die sichern hier verzweifelt, die lang, erfroen hier, wie sie ihn endlich von tun, ganz irritiert, wie wat ihn ihnen dat ugedoren huet. Denk mal an Eltern, denen hier kann er ob einmal egen, dax unverständlich wer ginn. Do fried Maria ihre Jung bei enger Hochzeit, dem Hausherr aus enger Verlegenheit zu helfen. Muss sich gefallen lassen, wie ihre Jung hier bei den Naviten so über den Mund führt, an der Welt gehörig. Wie viele Eltern fühlen sich haut von ihren Kanner brüskiert, gedemütigt. Neben Maria war die Josef die wichtigste Bezugsperson an der Kindheits- und Jugendgeschichte vom Jesus. Sein Pappen am Mammebild go von hinnen geprägt. Von hinnen lehrt ihn alles, was er für Liebe braucht, und dabei auch auf Gott zu vertrauen. Sie bringen ihn an den Tempel, bei den Herrgott, so das Evangelium von Haut. A weiter Menschen treten an sein Leben an. Zu den Älteren stoßen dazu de Simeon und Hannah, eler Leid, die ihr Leben lang tiefglebig mit Gott verbunden waren. So wie auch wir, wenn wir bei Gott kommen, nie allein sind. Wer glaubt, ist nie allein, hat der Benedikt XVI. Gesagt. Liebe Brüder und Schwestern, den holländischen Theolog Erwin Rosen formuliert, wie Fest von der Heiligen Familie den Herrgott eiskönnt aussprechen, jedereen. Zu Weihnachten wurdest du meine Familie, sagt Gott, weil ich in dir Mensch geworden bin und damit meine Liebe durch dich Hände und Füße bekommt. Da das für jedereen von eis Zuspruch an Obdrach. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir sind all Kanner vom Papa im Himmel. Los, wir mit Vertrauen zu ihm loben. Für die Kirche, die Großfamilie von all denen, die u Christus leben, lassen wir beten. Herr Gott, heie Eis. Für all glückliche Familien und für all die, die am Misere sind, lassen wir beten. Herr Gott, heie Eis. Für die Verantwortlichen an der Politik und an den Movementen, die sich um die Familie kümmern, lassen wir beten. Herr Gott, heie Eis. Für uns Paar, die als eine ähnliche Gemeinschaft von Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern soll ein gutes Beispiel geben, lassen wir beten. Herr Gott, heie Eis. Gute Papa im Himmel, du hast eis zu Dinge Kanner gemacht. Los eis zu einer richtiger Familie zusammenwachsen durch Christus eisen Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Herr, unser Gott, am Fest der heiligen Familie bringen wir das Opfer der Versöhnung dar. Höre auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter und des heiligen Josef. Erhalte unsere Familien in deiner Gnade und in deinem Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Gott ist auf der Erde erschienen, als Mensch unter den Menschen, der Leib Christi.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade, damit wir das Vorbild der heiligen Familie nachahmen und nach der Mühsal dieses Lebens in ihrer Gemeinschaft das Erbe erlangen, das du deinen Kindern bereitet hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Birkerich. Die nächste Sonntag Epiphanie über Domat Mass aus dem Kloster Pepping. An los schalten wir zurück an den Studio.